Good morning all and welcome here. Mir freut dat die in Lebenswasser sind. Good morning to all die wat online sind. Dankeschön für uns Chicken von der. Mir freut dat die hier im Haus sind. Mir freut dat die hier sind angekommen, wenn die ja sind. Welcome hier. Dankeschön für diesen Sonntagsmorgen Port von Ihren Dachmerken. Wir sind in einer Reihe von Botschaften für die letzten 3 Wochen gewesen. Ieescht Bäden. Von der ist der letzte Sonntag. Wir merken das in der Reihe von Botschaften von der von Ieescht Bäden. Und das ganze Idee von Ieescht Bäden, dort ist bis Thomas war denken halten dort, wie Ieescht gehen beten, wo eine große Entscheidung merken, wann uns wo die in Trouble sind. Und wenn wir in Trouble sind, dann fällt uns wie, ja, wir sollen beten. Und das ist ein gutes Ding, aber wir nicht Ieescht beten. Und ich habe Ihnen dort Mut gemerkt, ich will Ihnen doch sagen, dass in Lebenswasser für sich wir verschiedene Gelegenheiten zu geben und zu merken für ihn, dass wir können für ihn beten. Eins erst am Sonntag Samaris. Wir sagen, dass die können hier noch kommen, das ist immer ein Team, das ist für ihn zu beten, die merken sich in der Werk all und so sie sind hier jeder Sonntag Samaris. Wir haben ungefähr 10 Menschen per Sonntag, wofür wir beten können. Und so das ist eine Kultur, was wir versuchen zu merken, dass das ganz ein freies Ding ist. Wir können noch kommen für Gebet, was immer das ist, was ihnen fehlt. Das ist eigentlich das andere Ding, was wir hier tun über die letzten paar Jahre. Wir haben eine Gebetslinie. Und diese Linie, wenn ihr hier so nennen fangt, das ist ein Phone, was der ganze Apport ist, bloß für dort, was wir den brauchen. Und diese Person, die den Phone hält, die braucht den nicht um allerhand andere Dinge, das ist einfach eine Gebetslinie. Und manche können nachschauen, das ist 24 Stunden Tag auf. Und interessant ist, dass ihr mal direkt danach das alles, da Dinge passieren, Lotse over ist danach. Und so, ihr könnt irgendeinen Titel nachschauen, die Phone ist immer auf. Viel Calls, die kommen danach und wir können für Menschen beten und bloß mit uns sein. Und so das ist ein Weg. Der andere Weg ist, ich kann auch bis noch die korrekten Nummer, Gebetsdinge nachchecken, wo ihr gleich dort wie würde verbeten. Und so vielleicht hast du dort ein Appointment, wo oder was immer das ist, checkt dort bloß und Nummer an, fragt noch Gebet. Und dann, was wir dann tun, ist, wir checken dort noch eine Gruppe in der Kirche hier, was wir beten. Und es sind, glaube ich, 10 bis 15 Menschen in der Gruppe. Und dort geht er dann hin und diese Person beten dann für die Situation, was du was für Gebet hast. Und so das sind verschiedene Wege, wie wir bis einfach Gebet brauchen, als das erste Ding, was wir tun, nicht das letzte Ding, was wir tun, wenn wir in Trouble sind oder wenn uns dort fehlt. Und so die Bibel sagt, wir sollen nicht abhören mit beten, wir sollen bleiben beten. Und so wir können dort tun, durch den Tag in unsere Gedanken, uns Hort. Wir können eine Satz auf einmal sein. Wir brauchen nicht einmal einen großen Moment haben zum Beten, wenn dort auch Fan ist. Aber das sind verschiedene Wege, wo wir beten können. Und aber wie weiter, das Gebet soll nicht bloß das letzte Ding sein, was wir tun, das soll das erste Ding sein, was wir tun. Und so von der aus der letzte Sonntag im Januar war kann het bleiben, dat Januar al durch ist. Het meest krijgt deze Monat durch. Und wir sind durch von der mit unseren 21 Deel von Bäden und Fasten. Wenn ihr nicht euer sind gewesen oder nicht euer davon gehört habt, wir haben 21 Deel gefasst aus Kirche auf verschiedene Wege. Some haben bloß Wasser Deel, some haben Wasser Multide, some haben verschiedene Dinge, wovon ihr gefasst habt. Wir haben gebet. Und ich will bloß Dankeschön sein für, dass ihr sind Port gewesen von dort. Wo waren dort? Wo in dort 21 Deel, das kommt den Idee kommt von Daniel. Daniel den 21 Deel fasten. Und wir wollen bloß eine Abfrischung haben, eine Abweichung in uns Leben. Und dort Gott wird zu uns reden, uns als Kirche und auch zu jeder einem. Und so Dankeschön für Port sein von diesen 21 Deel von Bäden und Fasten. Und so von der werden wir das Reihe von Botschaften merken, Ieescht Bäden. Und von der an ich dort Biem beten. Biem beten. So ist das nicht bloß das 21 Deel, was wir hier gefokust. Blijf dabei, durch das ganze Jahr. Blijf Biem beten. Ich kijk ein bisschen noch und die hadden mit 100 Menschen ein bisschen Research gedaan oder die uitgeforscht, wie lange das diet eine Angewohnheit anwaan. Und some Menschen, die können, hadden gesagt, dass in 18 Deel, dann hadden sich al wat niet angewandt. Some die 200 Deel, was sie wat angewandt haben. Und vielleicht hat jemand angewandt in das 21 Deel, vielleicht, dass ihr das erste, wenn ihr absendet, dass ihr Zeit nehmt zum Beten und zum die Bibel lesen, was immer das ist, some von den Dingen, was wir hier von geredet. Und so, ich will Ihnen bloß Mut merken, bleib dabei. Du nicht abhören mit dort, bleib dabei. Und so, diese ganze Reihe von Botschaften, die hat wir getan, haben uns bloß Mut merken und uns erinnern, wie wichtig das ist, dass wir beten tun. Aber hier ist das Ding. Ich glaube, dass uns Trouble ist nicht mal so sehr, dass wir
nicht beten. Ich glaube, uns Trouble ist manchmal für mich, als es auch was, dass wir nicht Gott hören. Dass wir nicht dort tun, was Gott sagt, was er uns gesagt hat im Gebet. Und das will wir von der Welt nur checken. Wir haben Bliew beim Bäden, aber wir haben nur checken, was haben wir gelernt, Gott seine Stimme zu hören. Und so Bianca die Geschichte nehmen von der aus 1. Samuel 3. 1. Samuel 3, das ist eine Geschichte von, wo Samuel als ein kleiner Junge wird in den Tempel gebracht. Und er wird noch Eli gebracht. Eli ist der Priester im Tempel. Und Samuel, der wird vielleicht seine 12 Jahre alt gewesen, ein junger Jung. Wer hat alle 12 Jahre Jungs? Wer ist 12 Jahre? Das ist endlich eine Kinderkirche. Wer hat alle 12 Jahre Jungs? Oder wer hat mal 12 Jahre Jungs gehabt? Wer stellt sich noch so ab? Das sind 12 Jahre. Ja, no. So, Samuel, der wird seine wahrscheinlich 12 Jahre alt gewesen. Ich gleich, dass ich sage, ich habe eine Schule gleich der alt sei. Und aber Samuel, seine Mama, die bet, sie hat keine Kinder nicht, und sie wie ein Tag im Tempel, und sie bet zu Gott, und sie sagt, gib mir ein Sehen, gib mir ein Kind. Und wenn ich ein Kind habe, und das wird ein Sehen sein, ich werde einen Trick geben, nur die Gott, ich werde ihn nach den Tempel bringen, und dann konnte er für die schaffen, ich konnte im Tempel schaffen, und Gott antwortet gebeten. Und sie kriegen einen kleinen Jungen, Hannah, wie er nahm, und so sie kriegen einen kleinen Jungen, sie brachten ihn im Tempel, nach Eli, nach den Priester, und sie sagt, hier, das kleine Jung kann für die schaffen. Und so, der Samuel, der ist dann aus der Jung im Tempel. Eine Nacht, als er schlaft, als er im Bad ist, dann hört er seine Stimme. Und dann sagt die Stimme, Samuel, Samuel. Und so er steht ab, wenn er hört die Stimme, er denkt, dass Eli, der raubt ihm, so er rennt durch und sagt, hier sieh ich, du raubst mich. Und der Priester sagt, no, ich kann dich nicht geraubt. So er sagt, gut, träg war er noch deine Stuhl, gut, leid die du. Und so er jetzt, ich war er du, schlaft, und meistens hier war er, Samuel, Samuel. Und so er kam war noch den Priester und sagt, du raubst mich, hier sieh ich, was soll ich tun? Und er sagt, no, ich kann dich nicht herab, gut, bist trägt noch Bad. So jetzt war er trägt noch Bad und schlaft dann, und dann zum dritten Mal, hier war er die Stimme, Samuel, Samuel. Und jetzt war er noch den Priester, und dann sagt er, in Gott sein Wort, Eli, der wirst, hij dacht zich zo, hij wist Gott, der hat mit diesem Gerät. Und so dann sage ich Eli zu Samuel, go war er trägt schluppen, und dann, wenn der Stern war hier, dann sei, dann sei, red, dien deiner der Horch. Und dann sie stellen Horch, was Gott wird zu dir sein. Und so dazu, wo wir die Geschichte abnehmen, 1. Samuel 3, Vers 10. Und der Herr kam drauf, als das andere Mal, Samuel, Samuel. Und Samuel sagt, red, dien deiner Horch. Gott, der redet in diesem Moment zu Samuel. Und wie würde ich sagen, das ist einfach bittergewöhnlich. Er hört in seine Stimme. Das ist awesome. Das ist bittergewöhnlich. Der hört seine Stimme. Das Problem hier wäre, was Gott sieht, wir nicht, was einfach ist. Dass wir nicht ein einfaches Ding, was Gott Samuel sieht, was er soll tun. Und so da wollen wir ein bisschen wieder nachchecken. Samuel, den scheint es sehr schwierig, was Gott sieht, was er tun soll. Das sagt in Vers 11. Dann sieht der Herr zu Samuel, horch einmal. Ich will was in Israel tun, dass die, was dort hören, dort wird in ihre Ohren singen. Und wenn Gott redet, manchmal checken wir in Gott sein Wort, wenn wir hören, wo er hat zu den Menschen geredet, das zum Beispiel ist, wenn es in den Ohren singt, wenn Gott gesagt hat, wenn es so bitte am Streik, dass die Menschen mäßig können glauben. Noah, der soll eine Arche bauen. Gott, der redet, haben sie eine Arche bauen. Was ist eine Arche? Haben noch niemals geredet? Na, das ist ein Ding, was soll schwammen. Na, wo ist das Wutter? Da ist kein Wutter. Und wie groß soll es sein? Gott redet am die Arche. Und Gott sieht, dass du wirst sein, was in der Arche hineingehen, wie wird das Ganze, Mensch hat, was sich frisch, ein Restart sein, wo frisch anfangen. So von was reden wir hier? Und aber er das, was Gott sieht. Jona, der soll nach Nineveh gehen, Nineveh. Das wird der ungottloseste Dorf in einer City von dem ganzen Land, würde wir können sein. Der wird gewaltmäßig sein, raffe Menschen. Und er sagt, ja, eine gute Hand redet, dass die Menschen sagen, die sollen sich bekehren, oder die werden tot sein. Okay, das hört sich einfach, dann wollen wir dort tun. No, das wird nicht ein einfaches Ding.
Gott, wenn er redet, dat zijn bitter evangeliet denk, en stellt sich vor Weihnachten dort Pastor John eine Botschaft hier von Maria, wo den Engel zu Maria ging reden. Und dann sagt du, sei wie ein unbefriedigter Jahr, ein Teenager, und dem Engel sagt, du warst ein kleiner Junge, hat was Gott sehen sein. Was für eine Verantwortung wir dort, um Gott sehen zu der Welt bringen. So ist das wir nicht ein einfacher Ding, wenn Gott redet. Und so ich will uns besmut merken von der, wenn Gott redet zu dir, und Gott redet, wo der Luther nur checken, gewöhnlich ist das so eine Dinge, wo Gott uns ein bisschen utreicht, wie sagen manchmal der Gumbund, der reicht ein bisschen gut ut. Vielleicht hast du Dinge, wo wir uns verängsten, oder unmöglich ist, oder even sitzt es, wenn es unmöglich ist, was Gott sagt. Oder vielleicht hat das so ab dem Gewissen, wenn Gott uns redet. Das trägt ab uns Gewissen, wenn wir weiter, wie sollen Dinge ändern. Aber hier Samuel, der hört von Gott, und Gott, der sagt nicht zu Samuel, ich sehe die Menschen alle sehr gut und ich will mein Blessing, mein Segen bloß ausschreiben über alle Menschen. Das ist nicht, was Gott sagt. Gott, der hat eine strenge Wert für Eli und so, dass wir sehr unmöglich für Samuel, was er soll tun, hat er 40 und Samaria ist sich abgestoßen wird, dann ruft Eli an und sagt, nu sei mir alles, was er zu dir sagt. Was sagt er zu dir? Und hol nicht zurück, sei mir alles, was er gesagt hat. Und hier ist ein junger Junge, der soll nu sein Priester, soll er gehen sein, dort er mit seinen Sehnsucht und seiner Familie, der hat gesündigt, der hat sich weggedreht von Gott, das sagt, dass Eli seine Sehnsucht, der hat gesündigt gelebt und so ein gottloses Leben, er brauchte den Tempel zum schlechte Dinge tun. Nun soll das kleine Junge gehen, den Priester sein, dort deine Familie, der wird alle ankommen, Gott wird dir alle dort merken. Wenn du wirst bloß still und setzt nicht mal zu deinen Sehnsucht, dass die ein errechtes Leben leben. Was von der Verantwortung hat er. So Samuel ging zu seinem Priester sein, dass gerecht wird kommen und er wird nicht schmackloten. Und so, ich habe gewundert, wieso braucht Gott in 12 Jahren jung, zumindest das so eine Dinge tun. Weil ich glaube, Gott, der weiß, dass er kann das ein junger Jung vertrauen, dass er die Botschaft wird gehen wieder drehen, so ist er der Arm, der wird sein. Und so, wenn Gott redet, dann werden wir horchen. Wir werden horchen, was Gott sagt. Gebet ist nicht bloß reden, Gebet ist horchen. Und ich kann noch mal eben gedacht, hat Gott einmal zu mir oder zu dir oder zu uns gesagt, nu horch bloß mal im Bett, nu horch. Habe Teenagers im Haus, 12-jährige Kinder oder noch kleiner, und je will die was sagen, und das meiste ist, wenn jemand sagt, okay, nu horch bloß mal, ich habe was zu sagen. Oder vielleicht hast du den Partner, wird immer das erst, wie alt die sind, aber nu horch bloß mal im Bett. In Gebet sind, glaube ich, mehr Dinge vorgebracht mit dem Horchen, ist mit dem Vertrauen. Mehr Dinge sind passiert, mit wir bisher gehorcht. Und so Gott redet auf verschiedene Wege. Aber die Frau ist vielleicht in deinem Leben, wo redet Gott? Oder vielleicht denkst du, dass Gott so mal zu mir reden und du hast eine andere Idee von wo Gott zu dir redet, als was vielleicht ist, was er tut. Und so von der habe ich 3 simple Dinge, wo ich will eben gehen, wo wir können Gott seine Stimme kennenlernen und wo wir können am Hören, oder wo wir am Hören können. Und so der erste Punkt, das ist, ich habe bis 3 Punkte, schrieb dir ab, wenn ihr will. Der erste Punkt ist, sie still. Sie still. In Psalm 46, da redet Gott von, wo wir können seine Jenwort erfahren. Und er redet da nicht von dort, sie trock und drahlich und bosig und rand und sieht abgerecht und bei bin ran, fängt noch heute, was ich zu sein habe. Das ist nicht, was Gott sagt. Er sagt, Psalm 46, Vers 11, seid still und seid an, dass ich Gott sehe. Manchmal fehlt es bis, dass wir mal still sind. Und ich horch. Nu hör ich, was er zu sagen hat. Jesus, der sagt, auf einer Stelle, wenn wir beten, dann selber nicht laut gehen beten, so ist der Hechler auf ein von der Gas, von den Streets, aber er sagt, Gott in jene Gebetskummer an, in Prayer Closet, Gott allein. Das ist basically, was er sagt. Gott an der Stelle, dort mal alle Dinge zu ziehen, all das TVs und Phones und Computers, Gott bist mal an der Stelle, wo du allein bist. Es ist dann in der Port in einer Stuhl ist, zwischen im Haus, auf dem Stab, in einer Boy, Gott sagt in einem Baum, wo immer das ist, sie bist mal wo ein Port allein, dass ich konnte dir reden. Und so vielleicht bist du hier von der und du lust daheim, dass Gott wird einfach mal zu dir reden, es stimmt, dass du das was hören kannst. So Samuel. Vielleicht wird Gott zu dir dort zu reden. Gott, das ist nicht allmählich, dass er dort kann. Aber ich glaube, hier ist, wo Gott redet.
Das ist, wo Gott redet. Ich kann auch nicht Gott seine Sterben, das dort hier. Ich weiß, dort nochmal sich auch abgeweicht und ich dachte, seht somebody mich um? Oder was immer. Und ich glaube, dort erst mal, ich weiß, ich habe either zu viel gewasst oder zu viel Pizza gehabt. Aber ich will euch ein paar Ideen geben, wo ich glaube, wo Gott redet. Und hier ist das erste. Gott redet durch sein Wort. Gott redet durch sein Wort. Zu dir. Er redet durch sein Wort. Er gibt die Richtung. Er stellt die Trage durch sein Wort. Ich rede ein paar Werkträger mit einem Mann, er wir hängen gesprochen, je was für Jahre. Und er hat das Neue Testament durchgehört. Und er hat das Neue Testament angefangen durchzulesen, am interessiert zu lesen. Er kann nicht Jesus, aber er hat eine Bibel gebracht und er kann fein lesen. So er liest einmal durch, noch einmal das Neue Testament bis zum Tiefverdrief. Und dann auf einmal liest er dort und wenn er abdacht, und durch dort, dass er das liest, redet Gott zu ihm und er sieht auf einmal, er ist verloren, er nimmt Jesus an. Und so Gott redet durch sein Wort. Zu dir, zu mir, er redet durch sein Wort. Gott redet durch andere Menschen zu dir. Und das ist, glaube ich, wo wir vielleicht mal dort ganz vermissen werden. Gott redet zu dir durch einen anderen Freund, durch den Pastor, durch deine Frau. Das ist ein Pastor, der sagt, dass Gott hat zu mir gesagt, dann sagt er, well, das wäre meine Frau, aber das ist das Ding. Und er sagt ein bisschen aus dem Spaß, aber hier ist das Ding. Ich glaube, manchmal reden Menschen zu dir und du denkst, das ist eine Person, die zu mir redet. Und Gott redet durch andere Menschen zu uns. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Und das Beispiel, oder das Geschichte, ist eine wahre Geschichte. Das ist von einem Pastor, der ich kenne in den States. Und er sagt, dass er wird gefahren mit einem von ihren Kirchenlied und mit diesem Mann, das Mann, der er kennt. Und Ken, der hat al für über 20 Jahre bei einem großen Motel geschafft. Und wenn der Lied ankommt, dann wie er wieder der. Und er hat einmal sagen, wo die Suitcases, die Chemadon und die Koffers, wo die musste handgeschickt. Jetzt, wenn die normal ins Land und Resort kommen, dann sind die Menschen da und die bringen ihnen Bags wohin. Er hat das für über 20 Jahre getan bei einem Motel. Und so hat er gesagt zu diesem Pastor, ich würde gleich mehr tun. Mein Leben soll mehr anholen. Was kann ich noch mehr tun? Ich würde gleich, wenn mein Leben würde mehr bedienen ist das. Und dann fragt der Pastor, hast du einmal Gott gefragt, dass ich dort tun, was immer du mir was sagen? Er hat gesagt, no, ich habe das noch nicht zu Gott gesagt. Weil dann sei Gott, was immer du mir was sagen, dort war ich tun. Und so das Guy, das Kern, der betet dort. Und er sagt zu Gott, ich will das tun, was immer du mir was sagen. Some werken Luther, dann kommt eine ganze Bus an, Menschen, und das sind von Guatemala, die reden Spanisch, die sind in der Dorpen angekommen für eine Konferenz für Pastors. Und so sind die Menschen, die sind angekommen, das eine, was bei ihm vorbei kommt am 14 Wort an, was er denn soll sein. Und er denkt so, was hält dort an? Das ist ein Wort, was wirklich nicht eine Meinung habe, wohin würde ich denn dort sein? Für die nächsten 3 Tage ist der Pastor da sind, oder diese Menschen von Guatemala, jedes Mal, wenn der vorbei kommt, und er den sieht, dann kommt er an. Er soll ihn gerne sein, das Wort, was Gott am gegeben hat. Und das Wort, das wir groven, das ist dig, grov. Und er denkt so, grov Wort. Das Wort meint das. Und so er wrestelt mit Gott und er sagt, was will ich denn dort sein? Das vielleicht kann ich nicht mal sprechen, was hält das an? Und so den letzten Tag ist das alle Lied wegfahren, dann denkt er so, was habe ich zu verlieren? So er hat noch diesen Mann und sagt, hey, ich sehe in Christ, ich fall Jesus noch. Und ich fühle, ich habe ein Wort für dich, ich weiß nicht, was halb für dich oder nicht. Ich fühle, bis ich soll dir das sein. Okay, dann sage ich, was ist das? Er sagt, ich sehe einen Pastor in Guatemala und so wieder, introducen sich, was ist das für ein Wort? Und dann sage ich, well, ist ein bisschen blöd, aber everything sage ich da, groov. Und das Pastor wird ganz weit von Guatemala, ist echt klar auf. Und er sagt, dass wenn wir hier hinkommen, dann möchte ich eine Meeting in der Kirche, eine Emergency Meeting. Und ich kriege die Kirche alle top und sage, ich will haben, wir wollen beten und fasten. Und dass wir wollen Wort kriegen für Gott. Wenn unsere Kirche die was sei, und wir haben 2 Options. Wir können dort ein bisschen Land wie oft und eine Kirche ansetzen. Oder hier hinter der Kirche können wir den einfach weggraben. So bet und fragt Gott, es wir soll kippen oder graben. Und nu sehe ich hier, und ein Junge, der meine Koffer nach der Stuhl bringt, der sagt zu mir, grov. Und so sein Leben wird verändert, wenn er hört Gott und das Mann, was das Wort hier, der hat auch Klarheit über,
wat de nächste Stap weer verehrt krijgt. Waar we terug zijn, wanneer God zegt wat we doen zullen. God redt durch andere Menschen. God redt durch Umstände. Ik geloof, we brücken dat mij eenmaal en we zeggen, wie fällt sich einfach bis de derde Jinge op. Dus ik had gebet en dat wil alle tuppels niet flaschen. Op eenmaal fällt sich mir de derde Jinge op. We hadden veel gebet en de derde ging bis toe. Dat fällt sich so bis toe. De deelde jet niet durch, dat schafft bloß nicht, wat immer is, de derde zijn plus toe. En God, der redt manchmal durch Umstände zu uns. Und weil wir bloß sensitiv sind, bloß einfach schnell sind und horchen, wenn Gott zu uns redet. Das andere Ding ist, Gott redet durch seinen Geist. Gott redet durch seinen Geist zu uns. Als wir Jesus angenommen, dann kam sein Geist in uns und wir haben den Heiligen Geist mit uns. Und für mich, wo ich viel mehr weiß, wo Gott zu mir redet, als wenn ich Frieden habe. Wenn ich will verweg kommen und denke, nicht, als du Frieden oder veilig bist, amaglich, das bist nicht reich. Und so Gott, der redet durch seinen Geist zu uns. Ich glaube, wir haben vielleicht das allemal so bejahend, dass wir viel bist einfach so, wir sollen vielleicht wem vorbesiegen, oder wir sollen einen Phone Call merken, mit jenen Menschen reden, was soll ich mit denen reden, aber der Geist hat zu uns geredet. Und so viel mehr wir wollen horchen, so viel mehr, wo wir seine Stimme kennenlernen, wie wir weiten, dat hij zu uns redet. So der erste Punkt, sie stellt, Gott redet, die in deiner Hart. So wir müssen mal still sein und lassen ihn zu uns reden. Nummer 2 ist, sie willig. Sie willig. Wir haben einmal eine Liste, ich rede davon, in der zweiten Botschaft, wo ich hier deed, dass wir kommen mit einer Liste für Gott. Und wir haben all diese Dinge, was wir würden gleichen, was er würde tun. Aber wenn wir würden bis willig sein, en ver am kom en zei, kijk naar mij, kijk hoe staat het met mij, wat is het mijn leven, is de zin in mijn leven, wat is de drijf in mijn leven, wat zijn de gedanken dahinter, wat is de aanstelling hierheen, en dan horchen. Horch wat God zegt, maar dan willig zijn om dingen te ändern. Wo der Jes komt en zegt, en dingen vielleicht op die gewassen gaan, veelmaal dan, dat waar we dan nog later doen. En so sie willig om dat te doen. Sprecher 6, vers 3, da sagt het, denk aan hem en alles wat du des, en hij wat die den rechten weg wiesen ziek hem, sagt het op Engels, ziek hem. En sie willig, want dat hij die kon op den rechten weg wiesen. Ik weet niet wer van jullie dat allemaal gezegd heeft, maar ik geloof, we hebben vielleicht dat alle gefeilt, dat ik veel meer bloß niet zo, wanneer ik God kan, so viel, dass ich zu einer Zeit kann. Mir fällt sich bis in jeden Wort ein bisschen wieder auf. Ich habe gefragt, aber das fällt sich bloß nicht so gut. Vielleicht ist es, dass du noch nicht dort hast getan, was er dir hat gesagt, was du tun sollst. Nu fragst du, war er noch mehr, und er lügt noch, dass du was das tun, was er dir gesagt hat. Das ist ein bisschen, wenn wir Karten spielen. Wenn wir Karten spielen, dann fragen wir, ist es nicht bei mir? Soll ich nicht? En manchmal zaten we aan daar en zaten alle aan luid wie denken, ja, dat is allemaal move. En die zeggen, no, ik ga mijn karten opgelegd. Nu moet je eerst mal eenmaal. En ik geloof met God, als het ook maar eenmaal zo, wie luid, hij wil maar wat zijn, hij wil maar wat doen. Maar we hadden het nog goed gedaan, wat hij ons al gezegd heeft. So zie willig, wanneer God wat op die hart deed. En hier is nummer 3, zie rijdt. Wie wordt vielleicht kunnen zijn, dat is hetzelfde ding, zie willig en zie rijdt. Ik had dat als een aparte punt gemerkt. Wenn in dieser Geschichte von Samuel, hij würde können sagen, dat hier sich alle gut Gott, und dort war ich down, wenn ich geschreit sie. Wenn ich geschreit sie, dann war ich dort down. So, ich hatte eine Stimme gehört, wenn ich geschreit sie, wenn ich geschreit genug sie, alt genug sie, und jung genug, und ein junger Kerl nicht war. Hij würde können sagen, ich sie zu jung. Und ich will meinen Priester will ich ehren, und ich schaffe den, und wo soll ich den dort nicht gehen sein? Ich sie zu jung. Wenn ich geschreit sie, dann war ich dort down. Und das glaube ich, wo wenn Gott Samuel raubt, um diese Dinge zu tun, kriegt, wenn er jung wird. Ich habe uns festgestellt, wenn Eli sein bester Freund wieder nach ihm gekommen und hat ihm gesagt, ich mal, ich kann über die letzten paar Jahre zu dir reden, und die sagt, dass die Jungs nicht reich leben und hat versucht zu haben. Er würde können sagen, ja, du weißt bist zu viel von meinem Leben an. Was sagst du anyway an? Da wie nicht nach Moses dort, wenn wir uns haben gesagt, was redest du zu mir? Wo weißt du von? Wo weißt du von, was dort mein Leben angeht? Und so ist Samuel und Eli gekommen, und das ist ein älterer Mann, er wusste, dass nu hat Gott geredet. Das hat der kleine Junge sich nicht abmerken. Und er wusste, dass er auch lebt. So sie redet, wenn Gott
te die reed, om dat doen wat hij zegt. Hebben mal gezegd dat ik veel, ik zal, aber ik zie niet rijdt, dan is er een lange streep wat we daar willen kunnen opschrijven. Ik veel, ik zal, aber ik zie niet rijdt, den nächsten te helpen, zum Büter eweilig gaan en we met helpen, wo de mensen help fehlt. Ik veel, ik zal mijn geloven metdelen met deze persoon, aber ik zie best gleich rijdt. Ik leef zelfs nog alle wessenmals dit, ik wil alles wessenmal, vol ik zelfs, ik wil dal, ik kan nog, ik zie best niet rijdt. Aber ik veel, ik zal, aber ik zie niet rijdt. Ik veel, ik zal de nächsten vergeven, aber zoals hij mij heeft behandeld, ging hem licht gevierd. Ik kan hem best nog niet vergeven. Ik zie bloos nog niet rijdt. Wanneer ik geschreit zie, dan wil ik. De onmoralisch geleefd, heeft mij zeer wat gedaan. Ik zie best nog niet rijdt. Ik zie nog niet rijdt hem los te laten. En zo wanneer God redt, zie rijdt hem los te laten te doen wat hij die zegt, wat hij zal doen. Jedes Mal, wanneer God redt, wat we fijn kan, dan soort een ding wat er zeer te uitreiken weer, of wat mensen zich ook zo veel weer nicht fähig, wir nicht rijdt. Aber Jesus ist der, der uns kann rijden merken, der uns rijden merkt, hem uitgaan. En wanneer hij ons heeft gevraagd, hem dat dan, wer zou weten zijn, weil dat merkt nicht zijn, kann het nicht sein, all die uitred wat we allemaal hebben. En so ik glaube, dat is een van de dingen wat we vielleicht het dalste hingen laten. Wanneer we een stem hier, dat we dan dat ook doen. En so dat is waar ik van jou wil het merken en zijn, blijf bij beden. Maar blijf niet best bij beden, harch, zie stil en doe wat hij die zegt, wat hij zal doen. Leer zijn stem kan. Wie wil het nächste, wil we merken met een avondmaal van jou. En ik geloof, je hebt al een kuffel gekregen. Wanneer je niet had, de ushers die zijn hier. Ze zijn eruit om je een kuffel te geven. Dat je een hand plus een heg. Ze worden je een kuffel geven, want je wil part zijn van deze avondmaal. Dit avondmaal is bloß einfach ans denken, ans erinnern, wat Jezus heeft voor ons gedaan. Nehmt al een kuffel, wanneer du Jezus kennst, du hast hem aangenomen, hij is voor die Sünde gestorben. Dat in handen hecht, de ushers worden een kuffel geven. Voor we dit een avondmaal nemen, wil ik gleich, wanneer je best eenmaal een klein beetje naar waar hier aankijkt, ik wil bloß je attention hier voor een paar minuten. We hebben ons best voorstellen, dat Jezus de zaterdag aan dash en daar wordt het Passafast gevierd. Het Passafast, dat weer een groot fast wat er gevierd wordt en dat we daar zijn, zij willen het niet vergeten, wo Gott en hat uitgeleid. Zij weer een sklaaf en schaft als slaven en God had hen uitgeleid en zij weer vrij. En zo wat zij deden, zij vierden dag ten bloos herinnerd zijn dat zij weer vrij en wat God voor hen gedaan had. Dit weer een zeer groot ding wat zij deden. Dit weer een jaarlijke ding wat zij deden. En wie would zeggen, het is een big deal. Dat is een grote zaak. En wie doen dat van daar ook. Dat is ook een big deal voor ons. Wenn wie weer ook eenmaal verloren. En wie weer ook geloven. En Jezus de heeft ons geraad. Hij heeft zijn kerk, hij heeft zijn bloed. Hij starf voor ons, hij betaalt voor ons. En dat is wat we wel avondmaal hebben. So nu willen we ons eenmaal waar verstellen. Jezus de brengt zijn jongen alle top en zegt, nu willen we nog een onkastop hebben. En de derde is opgezet. En bloos hij wist wat er wordt passeren na dat ganze ding. Hij wist dat na dat we ze am dood merken. Ze zaten hier in dit huis. De derde is uitgemerkt. Dat brood op een dash. Dat wien op een dash. Dat lam op een dash. En ze zijn eruit om eten. Hij wist dat in 24 stunden. Hij wist dat alle worden verloren. Except einer. Petrus, die wordt 3 maal am verlieren en zei, ik weet niet meer wer dat is. Ik weet niet meer wer Jezus is. Ik weet niet wer dat is. Stel die best mal voor, in die eerste tijd, wo die dat het zwaarste is, en die vrienden draaien zich weg en eraan en verloten die alleen. Niet bloß Leute ze am alleen, maar Jezus wist dat, am wordt ze dood merken. Am wordt ze dood merken, zijn bloed, dat wordt eraan. Dat wordt voor mij en voor die zijn. En daarna nam hij dat onkas en hij zei dat en hij zei de mensen ook alle. Even wanneer hij wist dat die worden alle verloren.
deze jongen, die zaten dat op. En die horen geloof ik jaren vertalen. Ik stel me zo voor, wanneer wie weer om stil zaten, die Römische mensen waren wezen. En we'll beat the Romans. Wie waren die Römer hieruit vesteren. En wie waren entwezen op Jezus zei, no. Actually, ik was gestorven. Ik was mijn körper geven. Ik was gestorven. Maar sie ganz getroost. En 3 dagen, dan wou ik weer opstaan. En ik wil leven. En mijn Jezus wordt komen, wordt mij opwekken. En 3 dagen wil ik opstaan, ik wil leven. En wanneer hij leeft, dat is wanneer we van jou kunnen zijn, dat we leven hebben. We hebben leven, wat voor eeuwig wordt zijn, wanneer we arm in ons hart hebben en zijn Jezus in ons is. En zo dat is wanneer we van jou dat een avondmaal hebben. Als hij door sterft, valt het ook zwaar, maar dan sterft hij voor mij en voor die. En zo wanneer je dat bewust, dat beetje plastic losneemt, wie waar nu dat brood neemt, dat klein beetje brood wat erbij is. En waar dat beetje brood neemt, ik wil danken voor dat brood, ook voor dat wijn. En dan kan je den eten en drinken, zoals hier wel het team, die wordt ons weer aanleiden. En nog een gezang, wanneer je rijdt zijn, kan je dan opstaan. Dat Leute redt besonders van wat hij gedaan heeft. Ik kan je zijn wat hij heeft gedaan in mijn leven en ik weet ook dat hij is voor mij gestorven. God, we nemen nu bloß dat beetje brood en we zijn van jou bloß waar herinnerd. Dat du bist voor ons gestorven, du bist opgestaan, du leefst in ons, du redest zu ons. En we zijn hier van jou en we zeggen, we horchen. Red zu uns, Gott. Wir horchen. Dankeschön, Gott, dass du hast unsere Sünde betont, dass wir keine frei sein, dass wir eine ewige Hoffnung haben, dass wir keine getraut sein, dass nur das Leben hier auf dieser Erde, wo wir für immer leben mit dir. Und wir loben dich und wir danken dir, was du getan hast für uns am Kreuz. Amen. Kann ich dort Brot nehmen und kann ich eten.